Sie müssen sich irren, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Da brüllt er mich an. Sind Sie Herr Heinrich Böcklein? Ja oder nein? Ja, der bin ich. Also, machen Sie keine Fisimatenten. Sie wissen sehr wohl, dass Sie den Ring einer Dame geschenkt haben. Geben Sie die 3.000 Mark raus oder ich gehe zur Polizei. Ja, und da hast du sie ihm gegeben? Ja, was soll ich denn machen, Struve? Ist doch immerhin möglich, ne? Vielleicht hab ich in meinem trabenden Mädchen einen Ring geschenkt. Böcklein, du wirst dich verschämen. Ja, aber vielleicht ist das alles auch nur Schwindel und der Kerl hat mich reingelegt. Nee, das stimmt schon alles. Was sagst du? Ich würde sagen, das stimmt. Es stimmt mich direkt traurig, dass ich sowas mit dir erleben muss. Aber komm her, ich bin dein Freund, ich helfe dir. Kriegst das Geld von mir. Ja? Ja. Struve, ich danke dir. Du bist ein echter Freund. Das ist ja verständlich. Und ich habe mir schon solche Sorgen. Warum das dann? Deswegen. Und Kopfschmerzen. Struve, mir war gestern den ganzen Tag so schlecht. Naja, deswegen hast du mich ja auch nicht bei der Versammlung gesehen. Ach so. Was? Du warst auch nicht auf der Versammlung. Nee, du auch nicht. Nee. Ich hatte was Besseres zu tun. Was denn? Du hast mir jetzt eben dein Abenteuer erzählt. Jetzt erzähl ich doch mal eins auf. Hast du auch was Unangenehmes erlebt? Nein, sowas Tolles. Du setzt dich dahin. Musst das sehen. Du weißt doch, wo wir uns noch verlassen haben. Ja, aber der Tänzerin, die du bekehren wolltest. Ja, es kam umgekehrt. Die hat mich bekehrt. Du, ich hab ja nicht gewusst, dass ich jahrelang in so einem kleinen Kistchen drin jagen habe. Ja, in einem Kistchen. Reingequetscht mit dem Deckel drauf. Deckel drauf? Ja, und dann ist sie gekommen, hat aufs Knöpfchen gedrückt und flutsch kam er zum Vorschein. Der wahre Isaac. Wer? Nein, der wahre Esau. Nee, so Quatsch. Das war ein Mann aus der Bibel. Der wahre Jakob. So, jetzt. Struve, was erzählst du mir, Mann aus der Bibel, wahre Jakob? Ich hab ja nicht gewusst, dass ich so viele Chancen bei Frauen habe. Du? Ja, natürlich. Ich sehe doch toll aus. Doch. Aber dass so eine Frau wie die Frau auf mich fliegt, hätte ich nicht gedacht. Die schöne Yvette. Die schöne Yvette, wir waren Abendessen, soupieren, so entre nous. Ist nicht ja, wahr? Champagner haben wir getrunken. Struve. Weißt du, wie die zu mir sagt? Moppelchen, du. Ja. Moppelchen finde ich Und gut. jetzt kommt es. Was denn? Wir haben Brüderschaft getrunken. Hast du auch sicher schon ein Küsschen bekommen? Nee, habe ich nicht gekriegt. Das hat sie mir nicht gegeben. Wieso Nein, nicht? sie sagte ein andermal. Ach so. Wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht schneller, wie du denkst. Ja, möglich. Ja, aber Moppelchen ist ja nicht toll, du. Struve, du bist ein Glück. Ja, Junge. Ja. Schwägerin. Die Geheimrätin. Ja. Die wird doch jetzt wissen wollen, was auf dem Kongress passiert Wir ist. erzählen ihrem Märchen, irgendwas ist doch immer passiert. Ah, das sind ja die Herren Delegierten. Gott zum Gruße, lieber Böcklein. Gruß. Willkommen, lieber Schwager. Ich habe eure Ankunft schon mit Ungeduld erwartet, um endlich einen authentischen Bericht über die gestrigen Vorgänge in Köln zu erhalten. Also, wie haben sich die Dinge nun eigentlich abgespielt? Du meinst authentisch? Naja, natürlich, du warst ja da, nicht Hat wahr? sich ja authentisch abgespielt, ja, das ist ja klar. Ja. Das war so. Also. Willst du erzählen? Oh nein, lieber Ja, es war so. Zunächst ging ja alles programmgemäß. Ja, am Anfang. Ja, ein Programm fängt ja immer mal an, ne? Ja, ist ja klar. Da kam dieser Mann rein, ein großer, gut aussehender Mann, dieser Professor Zickenbohrer. Dreher. Was? Dreher. Wo? Nicht? Dreher. Professor Zickendreher. Der kam rein an den Tisch, nahm die Glocke und schellte. Bim, bim, bim. Wieso? Struve, du übertriebst. Wieso denn? Ja, bim, eine kleinere. Ja, also du bitte weiter, ja? Ja, na, weiter. Halt mich doch nicht auf, ich muss dir erzählen. Die Glocke nur so breit, das ist doch wohl. Also er schellte. Ja. Bim. Bis das die Leute im Saal gehört haben. Da kam die Begrüßungsrede. Ja, das war eine Rede, eine tolle Rede. Mein Gott, ich werde die nicht vergessen. Er sagte, meine sehr verehrten Damen Und Herr. und Herren, ich heiße Sie in unseren Kreisen herzlich willkommen. Und das herzlich, das war so herzlich, mir kamen direkte Tränen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Nein. Ich möchte gerne wissen, wie es war, als die Leute den Saal stürmten. Stimmt.
Oh, das war ein Sturm. Mein Gott, sind die Leute gestürmt. Das muss doch eine schreckliche Panik gegeben haben. Ja, das war Panik. Ja, die Versammlungsteilnehmer müssen doch vor Schreck fast erstarrt gewesen sein. Erstarrt? Ja. Das war so. Ja. Ich bin nämlich mal rausgegangen aus dem Saal, weil ich musste mal, nicht? Ich denke, alle liefen raus. Nee, so groß war der Klo ja nicht. Es muss doch ekelhaft gewesen sein, die Sache mit den Bomben. Oh, das war ja wieder mal eine Bombensache. Ja. Nein, ich meine die Wirkung der Bomben. Die Wirkung, das war eine Bombenwirkung, ja. Oh, war die Wirkung bombig, das. Es ist doch unglaublich, eine so friedliche Versammlung mit so verwerflichen Mitteln zu sprengen. Ja. Also, du hattest schon vorzeitig den Saal verlassen? Ja, ich war ja raus. Ja, eben, ja. Und was will die mit den Bomben? Das ist, aber hier, Böcklein war mit Schluss drin. Der kann dir alles genau erzählen, wie es war, ne? Ja, was soll dir denn erzählen? Die Versammlung war doch zu Ende. Gott sei Dank. Die war zu Ende? Ja, natürlich. Je, darum war keiner im Saal, wie ich zurückkam. Aber woher weißt du das alles, Tante? Steht doch alles in der Zeitung. Du Rindvieh, liest doch nichts in der Zeitung. Aber ich habe euch eine höchst erfreuliche Mitteilung Und die zu machen. ist? Seine Exzellenz wird uns heute mit seinem Besucher beehren. Oh ja? Ich werde ihn in deinem Namen zu Tisch bitten. Du bist doch einverstanden? Darf ich fragen, wie das ist? Er ist der älteste Vorkämpfer und Protektor unserer Bestrebungen. Ach so. Er ist zum ersten Mal in dieser Stadt. Das ist eine hohe Auszeichnung für unseren Verein. Ich werde jetzt nach oben gehen, mir ein paar Begrüßungsworte zurechtlegen Jawohl. und werde... Ja, Gott zum Gruße. Oh mein Gott, Exzellenz, ich sage Gott zum Gruße. Gott, was war denn los? Erzähl doch mal bitte. Lies doch! Kunden! Stinkbomben. Was? Sie haben Stinkbomben geworfen. Stinkbomben, siehste? Man soll die Nase nicht überall reinstecken. Wenn ich da an die Stunden mit der Tänzerin denke, mein Gott, war das schön. Ja, lieber Struve, es wird jetzt langsam Zeit für mich und du denkst bitte an die 3000 Das ist Mark. verständlich. Aber so, dass das keiner merkt. Ist doch klar, geh in die Gartenlobby, ich bring sie dir rein. Lieber Struve, Gut. danke dir vielmals. Bitte, Sie Gott zum Gruße, lieber Struve. Gott zum Großen. Mit der Teufel, was da so große Stadtrat? Tumult. Klonia sehen. Herr Stadtrat, Ja, was ist denn? draußen ist eine junge Dame, die möchte Sie sprechen. So? Wie heißt die? Wie Ja, Ihren Namen hat sie gar nicht genannt. Ach so. Ja, nämlich es soll eine Überraschung werden. Oh, Überraschung, die habe ich gerne. Das, Also. Ich bin aber neugierig. Ja? Lass sie mal rein, ja. Sehr wohl. Überraschung, ich hab dich so gerne. Stimmt den Saal und die Dinge. Herr Stadtrat lässt mich. waren zutiefst erschüttert. Es war ein furchtbarer Gestank. Das ist unwahrscheinlich, sowas. Sag Moppelchen. Dass wir uns schon so bald wiedersehen würden, darauf warst du wohl nicht Um gefasst. Gottes Willen, wo kommen Sie denn her, Fräulein? Wie läufst du denn dahin, Moppelchen? Warum sagen Sie nicht Moppelchen zu mir, wenn das alle hört? Sagen Sie, um Gottes Willen, ich tun Sie mir einen Gefallen. Reißen Sie wieder bitte ab, ja? Aber schnell. Warum sagst du eigentlich immer wieder Sie zu mir? Wieso? Ja, wir haben doch in Köln abgemacht, dass wir du zueinander sagen. Ja, in Köln. Wir sind aber nicht hier in Köln, wir sind hier in Simmerath. Wie sind Sie denn auf die Idee verfallen, überhaupt hierher zu kommen? Du hast mich doch so dringend um ein Wiedersehen gebeten. Ja, aber doch nicht in Simmerath. Da habe ich mir vorgenommen, dich zu überraschen. Ja, das ist in der Voll und ganz gelungen, das kann man schon sagen. Also weißt du, nimm's mir nicht übel. Aber eigentlich habe ich einen ganz anderen Empfang erwartet. Was denn für ein Empfang? Och, mir scheint, du freust dich gar Ja, nicht. ich freue mich. Also eigentlich dachte ich, du wolltest einen Luftsprung machen. Ja, ich mache einen Luftsprung. Wenn Sie in der Eisenbahn sitzen und wieder wegfahren. Warum ziehen Sie den Mantel aus? Sie müssen direkt wieder weg. Nein, ich bleibe hier. Sie bleiben nicht hier. Ich will doch meine Ferien hier verbringen. Ferien? Hier in Simmerath? Ja, Wie lange denn? 4 Wochen. Dir zuliebe. Na, endlich freust du dich. Struve, Struve, du wolltest mir auch die 3000 Mark pro verzahlen. Ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Bitte sehr. Mensch,
Sag mal, Struve, Komm her. ist das nicht Ja, das ist... die Tänzerin? Ja. Die hast du herbestellt? Ach, du Blödschkopf, bist ja... Die ist doch von alleine gekommen.